Ich habe gar nicht gewusst, dass ich heute Morgen einen Vlog mache, aber also, guten Morgen miteinander. Ja, morgen mal gedacht, ich mache so einen Wochenend-Vlog. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich habe das früher mal gemacht, so Wochenend-Vlogs habe ich das genannt. Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Wochenend-Vlog auf Schweizerdeutsch. Habe ich das gemacht, jetzt mache ich noch immer so einen, aber mit der kleineren Kamera, mit der Legria. Und heute Morgen, da gibt es noch Produktplatzierung an der Stelle, gibt es hier den Skr-Joghurt. Man kennt's. Und irgendwie so ein Kaffee-Latte-Abklatsch von dem Migros. Ja, da würde ich sagen, gute miteinander, oder Weihnachtsbaum? Danke. Heute Morgen war es extrem spannend. Wir haben das beste Wochenende ausgesucht, um einen Wochenendvlog zu machen. Man kennt ihn. Aber heute Morgen haben wir eigentlich nur geklärt, den ganzen Morgen. Weil es schon mal etwas. Und zwar, es stehen die Uni-Prüfungen vor der Tür. Checken wir doch mal, ob das wirklich so stimmt. Hä? Was war das für ein Lachen gewesen, ganz ehrlich? Also, nach einem wunderbar guten Joke haben wir jetzt etwas gegessen. Es war schmackhaft köstlich, schmöstlich gewesen. Und jetzt ja, eine kleine Lernpause und ein bisschen laufen draussen, schöne Natur genießen hier in der Schweiz. Wunderschön, oder? Wow! Und das einzige Spannende, aber heute eigentlich nur noch ansteht, ist, dass meine Freundin das da hier meine Haare schneiden. Holy shit! Oh shit! Oh shit! Also schneiden, nur so. Die Spitze sozusagen. Also eigentlich wie froh zum Coiffeur gegangen, die Spitze schneiden, oder? Einfach ein bisschen die Spitze schneiden. Genau das machen wir noch. Wenn auch mal so schönes Wetter ist, also ganz ehrlich, dann muss man doch rausgehen. Also nach 3 Monaten haben wir mal schönes Wetter, die Sonne ist schon mal da. Ich meine, sie existiert nicht mehr, das Universum geht unter. Aber jetzt ist schon mal schönes Wetter. Nice. So, wir sind jetzt ein bisschen gelaufen und von denen, die es wissen, die Oldschool unter euch, eben hier oft noch baden. Also nicht im Winter, sondern im Sommer, wenn ich hier noch oft baden. Das ist so ein bisschen der Local Hotspot zum Baden. Und jetzt bin ich da ins Wasser gesprungen. Oh yeah, Digga. Aber es ist wirklich noch sehr, sehr nice hier zum Baden. Im Sommer natürlich, im Winter ein bisschen weniger nice. Aber hier kann man die Seele auf jeden Fall baumeln. Also hier sieht es nicht so nice aus, aber vertraue mir. Das ist ein Hotspot. Hier auf dem Land haben wir nicht so viel Geld wie zum Beispiel ein Zürcher oder so. Darum, wir hier kein Whirlpool, sondern wir wie das da hier. Der Wasserfall sieht aus wie ein Whirlpool, ist einfach ein bisschen kälter, oder? Genau. Jetzt nur ganz kurz ein kleiner Test, wie kalt das Wasser ist. Oh Scheiße! Ey, es ist, ohne Witz, es ist arschkalt, das Wasser. Hey. Wenn ich jetzt so ein YouTuber wäre, der so Challenges macht, irgendwie bei 200 oder bei 300 Likes, gehe ich in das kalte Wasser. Aber mache ich nicht. Ganz ehrlich, mache ich nicht. Wir sind schon jetzt das Zeit mit daheim angekommen und es ist tatsächlich jetzt bald schon dunkel. Im Winter immer so, gefühlt nur 5 Minuten hell. Aber jetzt gerade im Vlog seht ihr, wie ich meine wunderschöne Haarpracht ein bisschen modifiziert bekomme. Hier die Seiten auf Konterstand machen wir. Nein, Spaß. Nur so ein bisschen schneiden jetzt so ein bisschen. Hier die Seite und so. Es sieht wirklich horrormäßig aus. Ziehe noch mal ein. Man hat nichts gesehen, gut. Aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen Tagschnitt. Und hier ist hell. Ich könnte jetzt gerade ein Make-up-Tutorial machen. Ganz ehrlich, hier das Licht. Make-up-Tutorial, let's go. So, also es geht mir jetzt an die Haare. Scheiße. Hier nochmal meine Haare jetzt im Vergleich davor. Hier so sieht nicht aus. Es gibt absolut keine Änderung. Also ich sehe sicher nicht anders aus. So, ja, wer? So. Aber irgendwie ist das ganz egal. Nein, ich mache keinen Schwanz. Nein, das ist doch riesig, das schaffst du. Kann ja nicht, sonst nimmst du halt so Rendezvous. Beim Friseur, beim Barber. Ich kann schon nicht mal beides in die Hand nehmen. So, ich brauche eigentlich 4 Hände. Also hier so, oder? Hier muss ich aber eigentlich mit dem Brrrr. Weiter nicht das Ohr schneiden, weiter nicht das Ohr. Kein Ohr schneiden, Ja. weiter. Kein Ohr, ist mir gleich, was du schneidest.
H, okay. O, nicht okay. Was wird da? Ui. Au. Aua. Aua. Au. Es macht nur Spaß, ich mache Friseurin. Aua. Sorry, das ist Cherry. Au. Was wird da? Au. Aua. 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 Ei. Ei. Au. Es kratzt. Die ganze Haare sind mir in Haus eingerutscht. Also kann es tun. Genau gleich sehe ich aus, ich wette. Also, meine Damen und Herren, das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Ich habe mich noch nicht gesehen. Doch, ich sehe ein bisschen. Es ist, man kann sich unterhalten. Man kann sich jetzt auch mit mir unterhalten. Das ist auch ein bisschen hygienischer so. Ja, ich glaube schon. Das ist nicht eine schlechte Sache, glaube ich. Guter Schnitt. Aber man sieht nicht viel. Man sieht gar nicht. Hier, zack. Guter Schnitt. Hier nochmal der ein oder andere Fusselhaar ist hier am Boden. Also so viel Haar ist der gleich nicht. Ich habe mir die ganze Pracht jetzt nochmal im Spiegel eingezogen und ich muss sagen, das ist wirklich noch gut gekommen. Also Props. Grüße gehen muss ja dir. Ja, auf jeden Fall nice Haarschnitt. Auf einer Skala von 1 bis 10 schreibt es mir doch einfach nicht in die Kommentare, weil es interessiert mich nicht, was ihr dazu sagt. Die Haare sind jetzt erfolgreich geschnitten und jetzt gebe ich meiner Katze schnell etwas zu essen. Also der Vlog, der wird immer spannender, oder? Nice. Auf jeden Fall, wenn meine Katze zu essen gibt, die dreht komplett durch. Hey! Hier! Aber ganz ehrlich, schreib mal in den Kommentaren so Katzenfutter. Eben, der Scheiß, das sticht einfach extrem, hey, ganz ehrlich. So, jetzt. Oh! Hä? Komm! Hier! Als ob sie, also ich gebe normal zu essen, als ob sie schon jahreweise nicht mehr gegessen hat. Hey! Hm? Nein, okay, ich mache nicht mehr, ich bin nicht so, ich gebe jetzt schnell zu essen, so. Hm? Nehmt und esst alle davon. Ja, das ist jetzt die spannenden Stories von meinem Vlog. Nice. Du verstehst Wörter. Nein. Mann! Ja, alles putzt. Voll. Nicht putzen, nein. Nein. Nein, da vom Boden essen. Ich bin jetzt einmal hier ein bisschen mehr angelegt. Wir gehen raus, ich habe Kappe an, dies, das, jenes. Aber auf jeden Fall, was jetzt wichtig ist, wir gehen jetzt McDonald's essen. Wieso gehen wir jetzt McDonald's essen? Fragt ihr euch jetzt. Ich gehe jetzt McDonald's essen, weil ein absoluter Ehrenmann hat zu Weihnachten, er weiß, wer gemeint ist, absoluter Ehrenmann hat hier zu Weihnachten 30 Franken McDonald's-Gutschein mir geschenkt. Also muss doch der gebraucht haben, oder? Ganz einfache Sache. Also meine Damen und Herren, auf Healthy Lifestyle eine Schorle muss man nehmen, wenn man das kleines Menü nimmt, eine Schorle, Digga, oh yeah. Und natürlich eher richtige Schweizer Mac Raclette, man sieht es gar nicht, Mac Raclette. So, auf jeden Fall, und da sind noch ein paar Fritte dazu, man kennt es. Nice. Standesgemäß, es sieht auch immer nicht so aus wie auf dem Foto, so sieht es in Realität aus. Kleiner Food Review an der Stelle, der Mac Raclette. Köstlich, schmöchtlich, saftig, knackig. Ich gebe im Mac Raclette Burger eine Bewertung von 8 von 10 Burgern. McDonald's ist jetzt fertig. Das war wahrscheinlich das Letzte, was ich heute gemacht habe. Aber was man kann sagen, McDonald's, man kann sagen, was man will. Es ist vielleicht nicht die beste Qualität und so weiter und so fort. Es ist nicht babamässiges Essen. Daheim kann man besser kochen. Okay. Aber der Sunday, Grüße gehen aus Saturday Sunday an der Stelle. Der Sunday Caramel. Da kann man wirklich absolut nichts sagen. Der ist einfach babamässig. Wollte ich einfach noch kurz mal sagen. Und dann bis morgen. Guten Morgen zum zweiten Mal. Ich gehe jetzt gerade ins Radio, weil ich schon zum Morgen gegessen und habe den Shot einfach nochmal gebraucht. Einfach zum guten Morgen sagen. So, guten Morgen nochmal. Hochoffiziell, ich bin jetzt hier Richtung Radio gefahren. Ich sehe, das ist noch stockdunkle Nacht und das ist absolut nichts los. Aber ich muss jetzt zuerst mal hier reinkommen. Ich muss erst mal hier meinen Finger scannen. Hoffentlich sehen wir das irgendwie. Aha, da bin ich ja. Zack, jetzt kann ich hier einsteppen. Und hier Radio Freiburg. Jetzt bin ich drin. Let's go.
Und ja, so sieht das ungefähr meistens jeden Sonntag aus, wenn ich hier so einsteppe. Einfach Fingerscan am Morgen, am 7. schon aufstehen. Hier nochmal den Finger. So sieht das aus. So, ich bin jetzt angekommen hier im Radio und jetzt muss ich 2 Stunden die Sendung vorbereiten. Das ist jetzt nicht so spannend zum Filmen, also wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt 2 Stunden vorbereitet, bin jetzt hier im Studio und bin am Moderieren hier im Studio. So sieht das ungefähr aus. Also ich habe hier den einen Bildschirm, wo ich mein Zeugs drauf habe, wo ich so ein bisschen ablese, das Gröbste. Hier habe ich so ein bisschen, was für Songs kommen und so weiter und so fort. Und hier kann ich noch gewisse andere Sachen steuern. Also ich habe hier ein 3-Bildschirm-Setup. Also ist eigentlich alles relativ eine krasse Hightech-Sache. Also ich würde sagen, der eine oder andere Pilot würde da noch neidisch werden. Ungefähr so sieht auch so das Studio aus, das ich moderiere. Also es sieht schon geil aus, muss man sagen. Es ist jetzt das neue Studio, muss man dazu sagen. Aber ich würde sagen, es sieht schon besser aus als alle anderen in der Schweiz, oder? Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, als ich an so einem Mikrofon gestanden bin, beziehungsweise gesessen bin und so in das Mikrofon live haben müssen drin reden, bin ich so maximal gestresst gewesen. Also es war unglaublich gewesen. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr so gestresst. Ich mache mir zwar immer noch meistens so ein bisschen Text dazu, dass ich so ein bisschen eine Sicherheit habe, wenn ich Sachen irgendwie ein komplettes Blackout habe oder so. Aber ich bin nicht mehr so gestresst wie am Anfang. Also ja, am Anfang da ist man, glaube ich, natürlicherweise einfach gestresst, so live zu reden vor, ja, x-tausende Leuten. So, ja. Aber eben mittlerweile ist es relativ easy und ich bin nicht mehr so gestresst. Und jetzt muss ich gerade noch mal etwas sagen. 5 Sekunden. Der Beitrag von Valentin Brügger hier zum Silvester haben wir gehört. Und wir machen jetzt gerade weiter mit dem Song da hier. Das ist der Sam Henshaw mit seinem Song Only One to Blame. Ich wünsche noch allen noch einen guten Morgen hier bei Radio FR. So, das war es. Das ist gerade ein kurzer Song. Ich habe einen kurzen Song angesehen und so sieht das aus. Genau. Also es ist 2 am Nachmittag und das war jetzt meine Schicht hier im Radio. Und das Einzige, was ich heute Nachmittag wahrscheinlich noch mache, ist mir irgendetwas zu essen kochen, weil ich habe maximal Hunger. Und jetzt noch das Licht abschalten. Das wäre jetzt offiziell gewesen hier meine Schicht im Radio. Und oha, wie blau sehe ich aus. Ich trinke keinen Alkohol, by the way. Ich bin mittlerweile daheim angekommen. Nice Szene, die ich vorher gefilmt habe, oder? Aber auf jeden Fall bin ich jetzt gerade am Kochen. So ein bisschen ein vegetarisches Curry mit Pasta. Also, ja, vegetarisch. Ich habe gestern im McDonald's ja den einen oder anderen Fleischpartikel zu mir genommen. Darum gibt es jetzt am Mittag mal etwas ohne Fleisch und das gönne ich mir doch jetzt doch. Es ist jetzt schon mal viel später. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade gemacht habe. Aber auf jeden Fall heute am Nachmittag nicht mehr viel Krasses gemacht. Ich habe meine Curry-Kreation gegessen. Da würde der Baumann auf jeden Fall sagen, dass das ein geiles Menü war. Aber auf jeden Fall heute am Nachmittag nicht mehr viel Krasses gemacht. Noch ein bisschen chillt, noch ein bisschen erholt. Von so früh aufstehen am Sonntag für ins Radio. Es geht eigentlich. Ja, und an der Stelle habe ich euch mal eine Frage. Wie findet ihr überhaupt so Vlogs da hier? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst dem Video doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich extrem freuen. Also, wirklich. Und ganz ehrlich, abonniert doch einfach den YouTube-Kanal. Da kann ich auf dem Pausenhof auch mich ein bisschen bluffen. Oder ganz ehrlich.